So, Lucia ist ja nicht ganz so schlecht bewaffnet. Was funkelt denn da hinten? Achso, ein Kessel. Das ist Snuff. Hey, Willst du futtern oder quatschen? Was darf sein? was gibt's denn Leckeres? Ich will ein neues Gericht ausprobieren. Feuergeschnetzeltes in Hammersoße. Hammersoße? Eine Soße aus hammerhartem Schnaps. Ich habe ein Rezept von einem Typen namens Lou. Besorg du die Zutaten und brenn den Schnaps oben am Labortisch. Dann mache ich daraus eine Soße. Was meinst du? Ja, also eigentlich haben wir gar keine Zeit dafür. Dafür habe ich keine Zeit. Dann vergiss es. Deinen Schnaps kannst du wieder selber brennen, Alter. Denn wir haben ganz andere Aufgaben. Und das war wieder so ein Beben. Lena. Finn. Achso, das ist der von hinten. Wer ist denn das da unten? Bandit. Da drin liegt auch noch einer. Nicht wecken. Was? Wenn du dir selbst einen Gefallen tun willst, dann halte dich von Skinner fern. Der Kerl ist unberechenbar. Den letzten, der ihn geweckt hat, hat er umgebracht. Lass ihn schlafen, das ist das Beste für alle. Bist du ein Buddler? Wegen der Hose? Nein, ich trage sie nur, weil sie bequem ist. Ich koche hier nur Fleischsuppe. Hier, kannst ja mal probieren. Die macht stark. Es ist immer wichtig, seine eigene Stärke zu trainieren. Draußen gibt's viele Gefahren. Wenn du willst, kann ich dir helfen, stärker zu werden. Das hört sich doch gut an. Pass auf, muss ich erst einmal nachschauen. Wir haben Stärke 68. Was haben wir denn an Waffen? Im Moment haben wir noch einen Degen, einen Meisterdegen. Wir kannten Stärke verdrungen. Ich will stärker werden. Ach, das können wir noch nicht. Wir brauchen jetzt schon 15 Lernpunkte dafür. Das ist natürlich bescheiden. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Denn im Moment haben wir nur 10. Skinner, wollen wir den vielleicht einmal wecken? Mal schauen, was er so drauf hat. Oh, verdammt, was ist los? Nix. Warum wächst du mich, hä? Ich wette, du weißt es nicht mal. Nein, sag nichts. Jetzt ist es zu spät für Ausreden. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kämpfst gegen mich und meine Betty, oder du versuchst wegzulaufen. An deiner Stelle würde ich laufen. So, da wird er rumgelaufen. Und deine Betty kannst du mal hergeben. Was hat denn die so drauf? Ach, die benötigt Geschicklichkeit. 110. Ja, so schnell kann's gehen. Da haben wir noch Gold. Wunderbar. So, Energie macht fast keine mehr. Dann legen wir uns mal schnell zum Toten ins Bett. Und pennen. Und schon sind wir wieder fit. Und können weitermachen. So, da drüben haben wir noch einen. Lena. Hi. Hi, ich bin Lena. Willkommen im Lager der Buddler. Buddler? Ich dachte, das wäre das Lager der Banditen. Richtig, aber die Banditen sind auch nur hier, um zu buddeln. Also, Kannst du mir was über das Goldschürfen beibringen? klar, aber wenn ich dir was beibringe, wirst du mehr Gold schürfen können. Darum frage ich ja. Sicher.
Aber wenn du mehr schürfen kannst, ist es doch nur fair, wenn ich einen Teil davon abbekomme. Nun, Am besten, du gibst mir meinen Anteil im Voraus. Sagen wir 50 Goldstücke. Brauchen wir das? Ich mach's einmal. bring mir was übers Goldhacken bei. Gut. Gleichmäßiges Hacken bringt dich vorwärts. Nichts überstürzen, aber auch nicht beim Hacken einschlafen. Und schlag nicht immer auf die gleiche Stelle. Versuch, um ein schönes Nuggetstück herumzuarbeiten. Befolge das und du bist auf dem Weg, ein wahrer Meisterbuddler zu werden. Ja, das ist so super. Also, falls wir mal die Welt gerettet haben, werden wir hinterher Meisterbuddler. Eine schwarze Wolke über dem Haus. Der eine kommt mit Blut, gebraucht, ihn zu rufen. Ihn, der mich sieht. Er sieht mich. Oh nein, geh weg, verschwinde. Alles klar bei dir? Grün. Grüner Novize. Ich kann ihn nicht finden. Hier, nimm dieses Sumpfkraut. Nicht grün, nicht stark. Nicht grün, nicht stark. Ja, der braucht einen grünen Novizen. Das ist, ja, ein härterer Stoff, wo sie so rauchen kann. Wer ist denn das da? Huno? Alle sind gerannt wie die Hasen. Ich war Wie es aussieht, beherrschst du dein Handwerk. Das habe ich doch schon mal gehört. Bringst du den Stahl? Stahl? Nein, ich denke, du verwechselst mich. Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Kennen wir uns irgendwoher? Nö. Oder doch? Nimm mal ja. Klar, aus dem alten Lager. Das alte Lager. Richtig. Du bist dieser neugierige Typ. Ich dachte, du wärst tot. Ja, das denken alle. Wer hat sonst noch überlebt? Wenige. Ein paar sind wie ich mit Raven geflohen. Für viele andere wurde das alte Lager zum Grab. Das liegt doch auf der Hand. Erzähl mir von deiner Flucht. An dem Tag, als die Barriere fiel, brach Chaos aus. Einige versteckten sich, andere flohen und überall wurde geplündert. Was hast du gemacht? Ich wollte gerade das Lager verlassen. Da wird es schlagartig hell und ein sengender Schmerz fraß sich durch meine Haut. Ein verdammter Blitz hatte mich erwischt. Es ist mir so, als könnte ich ihn immer noch hören. Später erzählte man mir, dass Taurus mich gefunden und mitgenommen hat. Mich brauchst du das nicht. Ich brauche eine bessere Rüstung. So, die kannst du haben. Dass sie so teuer ist, liegt an Esteban. Dieser verfluchte Hund kassiert nämlich von jeder Rüstung, die ich verkaufe, seinen Teil ab. Schwere Banditenrüstung. Schutz vor Waffen 45, Pfeilen 45. Kosten jetzt 2100 Goldstücke. Er stellt sich das immer so einfach vor. Zeig mal, was Handeln. du hast. Ja, hat denn der, braucht denn der das Stahl? Also den Stahl? Das ist kein Geheimnis. Mit mir kann man sowas nicht machen. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Das liegt doch auf Jetzt hat er es zumindest. Naja. Oder ist das eine Aufgabe gewesen? Da ist wieder Kisten. Was gibt's denn da hinten noch versteckt? Ach so, eine Werkstatt. Okay. So, dann haben wir da draußen Paul. Schauen wir mal, was Paul zum Sagen hat. Hey, mich brauchst du das nicht zu fragen. handelst du mit Schmiedezubehör? Stahl gibt's bei Huno. Ich habe nur ein paar Brocken Erz. Aber die gebe ich nicht her. Es ist das einzige von Wert, was ich habe. Da kann man sich nicht Arbeitest du für Huno? Ich wollte ein bisschen Gold machen und habe bei Huno angefangen. Aber seitdem kriege ich von Esteban gar nichts mehr. Er hat gesagt, er kann mich nicht mehr gebrauchen. Was bleibt mir übrig, als weiterhin für Huno zu schuften?
Sonst alles klar bei dir? Ich will hier nur meine Arbeit machen, Mann. Genau das. Ja, lass dich nicht abhalten. Ich werde mich da nicht einmischen. Steck die Waffe weg. Kluges Kerlchen. Ist ja gut, kein Problem. Seine Entscheidung. Bleib nur ruhig. Wer ist denn das da? Hey, wenn du hier im Lager einen anständigen Händler suchst, Das interessiert dann hast du ihn gerade gefunden. Meine Hütte steht direkt hinter Esteban. Das liegt doch auf der Hand. Also, wenn du was brauchst, komm vorbei. Ach, Fisk, den kennen wir doch noch. Der ist nämlich aus dem alten Lager. Und da sind einige. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Er stellt sich das immer so einfach vor. Der arme Kerl kann einem leid tun. Leibwache. Dann wird das auch Leibwache sein. Das ist kein Geheimnis. Und das ist Esteban. Genau das habe ich auch gesagt. Bandit. Ja, Warte mal. hat den Fisk was zum Handeln? Zeig mir deine Ware. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre die... Ach, der hat ja gar nichts. Vielleicht ein Knochen? Ah, nicht. Ja, dann lohnt sich das ja nicht. So, dann rennen wir mal mit dem Esteban. Einfach mehr trainieren. Du bist also der Kerl, der sich ins Lager gekämpft hat. Das hat sich ja schnell rumgesprochen. Franco war eine harte Nuss. Niemand hat sich mit ihm angelegt. Niemand. Genau das Außer habe ich dir. auch gesagt. Nur damit das klar ist. Wenn du versuchst, den gleichen Scheiß bei mir Früher auch abzuziehen, immer gesagt. dann mache ich dich fertig. Ja, das wollen wir noch sehen. Ich brauche eine bessere Rüstung. Pflicht erzählen. Wieso? Du hast doch schon eine. Das gibt doch nur noch mehr. Die ist fürs Erste gut genug für dich. Nö. Keiner wissen. Ich will in die Mine. Natürlich willst du das. Das sind doch alles. Da bist du bei mir genau richtig. Denn jeder, der in der Mine schürft, darf einen fetten Anteil vom Gold behalten. Und ich verteile die roten Steine, die du brauchst, damit Taurus dich durchlässt. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Gib mir so einen roten Stein. Okay, aber den gibt's nicht umsonst. Für gewöhnlich verlange ich einen Teil des Goldes, den die Jungs fürs Schürfen bekommen. Wie sieht's denn mit deinen Kenntnissen übers Goldhacken aus, hä? Du hast dir schon ein paar Tricks erzählen lassen, soll was? nichts von Wenn ich dir einen roten Stein gebe, dann nicht, weil du so ein toller Buddler bist. Nein. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Was für eine Aufgabe ist das? Einer der Banditen hatte vor, mich zu töten, aber stattdessen haben meine Wachen ihn getötet. Er war wohl scharf auf deinen Posten, was? Er war ein Idiot. Ein Schläger ohne Verstand. Von allein wäre er nie auf die Idee gekommen, sich mit mir anzulegen. Nein, er hat den Auftrag nur ausgeführt. Geschickt wurde er von jemand anders. Ich soll also rausfinden, wer dahinter steckt. Wer auch immer mir diesen Attentäter geschickt hat, er muss dafür bezahlen. Finde ihn. Und ich lasse dich in die Mine. Wegen dieser Sache hat Xianyan mich zu dir geschickt. Senjan? Er arbeitet auch für mich. Ich habe ihm gesagt, er soll die Augen aufhalten. Der arme Kerl kann einem leid tun. Wie soll ich vorgehen? Jeder hier im Lager weiß davon. Du spielst also mit offenen Karten. Versuche herauszufinden, wer auf meiner Seite steht und wer nicht. Das habe ich früher Und auch lass dich nicht von den Kerlen verarschen. Sprich mit Snuff. Das nicht gemacht. Der dicke Koch kriegt eine Menge mit. Das kann doch nicht wahr sein. Daran wird